Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer du hier bist. Ich nehme heute den Beitrag mal mit Sonnenbrille auf. Mit dem Licht ist es für die Augen schon etwas, ja, es ist empfindlich. Und ich probiere es mal so. Guten Tag. Also, im Hintergrund läuft auch was. Das könnt ihr auch bemerken. In den USA kommt es offiziell und breit in der Presse, dass Bill Gates und sein Haufen inhaftiert werden soll. Die Stimmen dafür sind sehr deutlich. Auch in unseren Breitengraden und Längengraden werden solche Stimmen seit nun etwa 2-3 Wochen lauter und werden wahrgenommen. Eine seltsame Wahrnehmung für uns hier, oder nicht? Wir vertrauen doch alle unseren lieben und netten Bundesrätinnen und Bundesräten. Die machen doch ihren Job so gut. Ja, das tun sie tatsächlich. Doch die Frage steht dann im Raum, für wen tun die das? Für uns? Ja, es sind ja so viele von diesem so gefährlichen Virus gerettet worden. Ja, dann beweis doch mal, dass es nicht so ist, höre ich sie dann schon wieder rufen. Klar doch, ich bin der beste Beweis dafür. In einer Hochrisikogruppe. Seit Beginn der Maßnahmen immer und überall unterwegs, ohne Maske, versteht sich. Abstand haltend nur dort, wo ich bemerke, dass das Gegenüber entweder in der Angst steckt oder es partout verlangt wird. Das tue ich in respektvoller Art. Ich will ja auch niemanden erschrecken, das liegt mir wirklich und ernsthaft fern. Brauche ich nicht. Ich will rütteln, hinweisen und die Dinge, die sind, auf den Tisch holen. Es soll gesehen, gehört und wahrgenommen werden, dass die Gegenwart in ein künstlich erzwungenes Konstrukt gepresst wurde und wird. Und es soll so gesehen werden, dass die dafür zuständigen Organe, ist ja schon fast ein freudscher Versprecher, denn mindestens eines, also der Organe, fehlt ihnen bestimmt. Wie hätte es ansonsten so weit kommen können? Dieser verknüngelte Haufen, in dem jeder und jede bewusst, sagen wir mal, platziert wurde, hat es tatsächlich geschafft, uns wegzusperren, viele seelisch, psychisch und körperlich zu quälen und zu schädigen. Viele, viel zu viele, bis zum würdelosen, einsamen Tod. Überall stehen Polizisten und alle mit Masken. Und ja, es sollte erlaubt sein zu fragen, ob sie selbst oder auch ihre Vorgesetzten in dieser Zeit mal einen IQ-Test gemacht haben. Ein EQ-Test würde auch nicht schaden. Die wissenschaftlich untermauerte Sicht der Dinge ist doch, dass abgesehen von vorbelasteten, auch gesunde Körper mit derartigen Masken viel zu wenig Sauerstoff für Körper und Hirn abbekommen.
und erst recht bei körperlicher Arbeit. Frau und Mann achte auf die laufenden Bilder und sieht es selbst. Ich gehe mal raus, dann schaut mal. Also überall alle Uniformierten zeigen sich mit Gesichtsmasken. Letzten Samstag in Bern eine stattliche Anzahl der kantonalen Polizei, alle mit aufgesetzter Maske. Einen davon habe ich speziell beobachtet, weil sein Kopf derart auffällig rot war. Im Brina Deutschland rennen sie mit Masken in Scharen durch die Gassen. Siehe die Bilder da im Hintergrund. Ich kann es nicht fassen, was sich diese Polizisten sich selber derart antun und wie begrenzt dann Urteilskraft und Einfühlungsvermögen dabei werden. Es ist unfassbar. Und es ist ja schon hinlänglich bekannt, dass man den Menschen am liebsten dumm und lenkbar hätte. Und natürlich auch die Sklaventreiber, die dann die Polizisten dann sind. So funktioniert die neue Weltordnung viel besser und die künstliche Intelligenz, die KI, könnte fehlerfreier ihren Start, also ihre Einführung feiern. Nee, das kommt nicht erst. Das ist schon da, seit einer Weile. Ach was, erzähle ich denn wieder, was nützt es, wenn der IQ groß ist und der EQ am Arsch? Nun ja, da sind wir mal wieder hier. Cui bono? Wem nützt es? Dem Gates natürlich und seinem dreckigen Haufen eugenischer Impffreunde. In Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Diese unglückliche Trinität hat nur eines im Sinn: der Welt verkünden, dass sie retten wollen. Und gleichzeitig und bewusst das Leben und diese Erde sich untertan zu machen. Potenzielle und schon eingetretene Kostenfaktoren, sprich ausgestiegene, alleinerziehende Mütter und Väter, Gehandicapte, Vorbelastete, Kranke und Alte, die durch zu wenig Einnahmen auffallen, sollen aussortiert werden. Das Geld hat die Spitze der Perversion erreicht. Man kann gar nicht so viel kotzen. So abartig, grausam, herzlos agiert diese Armada von menschlich entfernten Psychopathen. Und diese Scheißkerle, auch da meine ich natürlich die weibliche Form mit, diese Scheißkerle sitzen überall und auch bei uns in der Regierung. Und der die Zügel für diese Plandemie in den Händen hält, ist gleich der schlimmste von allen 7 Bundesverrätern. Alain Berset. Durchlobbyiert von der Pharma, hörig der Pharma und ja, wie die meisten dieses Clubs der Abartigen, wie könnte es auch anders sein, ein Liebhaber der Kunst mit pädophilen Darstellungen. Weiter brauchen wir hier nicht zu denken und dann mal jede und jede für sich selbst. Das Übelste vom Üblen. Und sowas lassen wir weiter in Bern tun. Wir wollen weiter nur mal einfach gucken, wie es dann kommt. Oder sind wir wirklich nicht mehr Frau und Manns genug, in Bern hinzustehen und die Bande zum Teufel zu jagen, wo sie offenbar hingehören? Wir werden sehen. Erstmal gehe ich jetzt in St. Gallen etwas spazieren.
und schaue dann nach, ob auch in Bern, Zürich, Aarau, Kreuzlingen, Luzern, Basel und überall Menschen spazieren gegangen sind. Wir sind noch viele mit dem Hund raus. Bis bald.